Teure Zuhörers, was hört sich? Schon lang nicht geredet. Seid mir Meuchel, als ich bin verschwunden geworden? Aber es ist fein zu sein zurück mit euch und zu hören ein bisschen Jiddisch. Und etwas a Guts? Beschaß der Hafsocke haben a Sach Wäuler Menschen reingeschickt Rekodierungen. Ich bin voll mit Dank. Ich mein, es der Saison wird sein gore feiner. Wir wollen Herren berichten von über der Welt und wir wollen euch Herren interviewen. Wie gewöhnlich will ich proben, als zu machen Prost und Poshet, aber es kann sein, dass das Jiddisch wird sein ein bisschen schwerer. Aber das ist doch Saison 6. Als ihr hat schon zugehört zu 50 Episoden, mein ich, als ihr seid bereit auf etwas ein bisschen schwerer. Maskim? Lasst mir wissen. In dem Episode haben wir etwas neu, ein Stückel Reportage, rekordiert auf der Yiddish Vokh. Weitzman hat gehabt a Schmus mit a paar Menschen dorten und geschaffen für uns gar a schöne Programm. Hatanoa! Shalom Aleichem. Ich heiße Weitzman und ich bin ein Jiddischist von Boston, Massachusetts in die Vereinigten Staaten. Und ich rede zu euch von der Yiddish Vokh. Die Yiddish Vokh ist eine Unternehmung, wo Menschen kommen zusammen, um zu verbringen eine ganze Woche auf Jiddisch. Man kommt von über der Welt in Copiague, New York, wo ein Sommerlager wird ein Teil von Jiddischland. Es seien da eine Sache Aktivitäten auf der Yiddish Vokh. Man geht auf Lektions und Lehenkreisen, spielt in Sport und brot schneekischelig auf eine Lagerfeier. Und man redet Jiddisch die ganze Zeit. Auf Aktivitäten, bei Mahlzeiten und wenn man verbringt. Man kann a viele spielen Chevres und Chorves, das heißt Dungeons and Dragons, auf Jiddisch. Aber es ist euch am Echaia, Stamm zu verbringen mit Chaverim und Schmissen. Es kommen allerlei Menschen auf der Yiddish Vokh und alle Deures. Es ist da ein ganzes Kinderprogramm für kleine Kinder und es ist da eine Queer-Jiddisch-Treffung, wo queere Leute können sich zu neu kommen und sich bekennen. Die Yiddish Vokh wird organisiert von der jiddischistischen Organisation Jugendruf, Jugend für Jiddisch. Heuer feiern wir 60 Jahre Jugendruf. Lass mir hören, was gefällt etliche Teilnehmers wegen der Yiddish Vokh. Wie heißt du? Shalom Berger. Wie wohnst du? Baltimore, Maryland. Und was gefällt dir wegen der Yiddish Vokh? Es gefällt mir die Gelegenheit zu reden mit Freunden, zu inspirieren sich mit der Literatur, sich antrinken und hulien mit meinen Gewehren. Gut, danke. Wie heißt du? Ich heiße Kyla. Und wie wohnst du? Ich wohne in Detroit, Michigan. Sehr gut. Und was hast du lieb zu tun auf der Yiddish Vokh? Ich habe lieb schmusen mit allen Menschen, mit allen Menschen. In Schiffeln in Osra und lernen sich wegen verschiedener Subjekten. Wie heißt du? Ich heiße Liana Yellen-Chapka. Und wie wohnst du? Ich wohne in New York auf dem Upper West Side. Und was hast du lieb zu tun auf der Yiddish Vokh? Auf der Yiddish Vokh habe ich lieb, nicht zu gehen zu Kashim verstanden gewöhnlich. Sie gefällt mir sehr, bevor ich jetzt für solche Kinder, gefällt mir sehr, wegzugeben die Kinder zu der Kindergruppe, in zu sitzen, in schmissen mit Freunden, in Bläser sich abzuspannen und haben
Hafsukke von Leben ein bisschen. Sehr gut, schönen Dank. Ja. Shalom Aleichem, wie heißt du? Ich heiße Gietel Schechter Vishwanath. Und wie wohnst du? Ich bin aufgewachsen in New York, in Bronx. Und ich wohne schon 37 Jahre in Teaneck, New Jersey. Und was gefällt dir wegen der Yiddish Vokh? Die Yiddish Vokh ist mamisch das einzige Ort, wie Menschen können sich zu neu kommen auf eine ganze Woche und reden nur Jiddisch. Das heißt, es ist du andere jiddische Retreats, jiddische Zusammenfuhren, aber sehr selten, ich meine es in Ergens nicht, hat man eine ganze Woche wie verschiedene Menschen, Fremde, Nicht-Fremde, Studenten, Professoren, Kinder, Erwachsene, Jiden, Nicht-Jiden, können sich alle zu neu kommen in sich bekennen mit anderen Menschen, oder sie kennen schon Jiddisch, oder sie lernen sich Jiddisch, aber alle wollen sein in der Zwiebel, wie man redet Jiddisch, weil nur so kann man verbessern in der eigenen Sprache. Sehr gut, schönen Dank. Wie heißt du? Heißen heiße ich Adam David, ben Joel, ben Abraham David von Zumerdorf. Sehr fein. Und was hast du lieb zu tun auf der Yiddish Vokh? Und sei soll gehen red Pamela. Ja, fein. Als ich soll noch reden, Pamela. Mir ist beste gefallen, stamm zu reden mit Menschen. Ich habe einen Schmus da und da. Und wenn ich kenne, ich habe keinen Schmus, was ist mir interessant, habe ich und so laufen rum die Kinder. Sie wollen verinteressieren sich und spielen mit mir. Spielen mit Kindern ist euch gut. Man hat so viel Breires von Jiddisch reden, dicke Kinder, in welche zu spielen, ist, das ist ständig noch, ist euch habe ich lieb zu hören von Geschichten und Kehilas in andere jüdische Länder oder Amolika Kehilas ist, wenn man hat Referaten auf die Themen gehe ich gewöhnlich zu hören von sie, ist, es doch sich mir als euch hat man da Gelegenheit zu spielen in, ich wollte das gesagt auf Englisch, also auf Jiddisch ist es wie sagt man das? Es hat ein Idiom, es hat jeder, was wir dann ist einen anderen Namen von dem, aber Dungeons & Dragons, was ist mir ungewöhnlich zu kennen treffen mit genug Menschen beschäftigt im Jahr, aber auf der Yiddish Vokh kann man spielen jedes Tag, ist gut. Ich bin gekommen genug lang, jetzt schon mehr oder weniger 10 Jahren, als ich habe stark Gefühl von Chaverschaft mit der Sache von den Menschen, die sind da, ist es viel sehr warm, menschlich zu sein, als Sache hier, wie man hat bei Yiddish Vokh, ist das mir euch gut. Sehr gut, schönen Dank. Ich allein hab lieb zu sehen die Chaverim, was ich sehe nur einmal ein Jahr, zu reden Jiddisch, hören die, was reden sehr schön Jiddisch und verbessern mein Jiddisch. Und ich hab speziell lieb zu singen jiddische Lieder zusammen mit anderen Yiddish Vokhnikes. Ich kick schön heraus auf der Yiddish Vokh über ein Jahr. A großen Dank, Lilia. A Vergnügen zu hören von die alle Menschen auf der Yiddish Vokh. Teure Zuhörers, ich hoffe, das ist euch gefallen. Wir wollen sein zurück in einer Woche rum mit noch einer Episode. Seid gesund und stark und red Yiddish.